So schön ist die Zukunft, hier zumindest bei Zurück in die Zukunft, dem Spiel Episode 2, Schnappten immer noch und irgendwie haben wir es jetzt ein paar geschafft, aber wenn man sich alles mal genau angeschaut hat, dann gibt es ja mindestens eine Person, abgesehen vom jungen Emmett Brown, abgesehen von der guten Edward Strickland und natürlich auch abgesehen von unserem Großvater Arthur McFly, den wir wohl noch etwas beeinflusst bzw. sogar traumatisiert haben. Und ich habe das Gefühl, das wird uns jetzt noch zum Verhängnis werden. Dad muss den benutzt haben, um die ganzen Interessenten vom Verkauf zu verscheuchen. Möglich. Ob Biff wohl meinen Geländewagen fertig poliert hat? Naja, ich hatte andere Erinnerungen, aber okay, wir sehen es gleich. Wir haben einen Insektenvernichter? Genau das meine ich. Das ist so ähnlich wie damals im zweiten Film. Und wer den zweiten Film gesehen hat, der kann sich, glaube ich, auch denken, was ungefähr jetzt kommen mag. Hey, jemand zu Hause? Mit meinem Schlüssel stimmt was nicht. Bitte, nicht jetzt, morgen. Gib mir noch einen Tag. Hä? Noch einen Tag? Wovon redest du, Dad? Marty? Nein, das ist unmöglich. Marty wurde doch aus der Stadt gejagt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich ebenso und ja. Aus der Stadt gejagt? Wovon redest du? Lass mich rein. Das ist ein Trick. Verschwinde. Hau ab! Haben wir nicht schon genug gelitten? Mom. Ja, jetzt müssen wir beweisen, dass er Marty ist. Irgendwoher kenne ich das. Mom, ich bin's. Marty, Mom, mach auf. Marty, Er hört Mom. sich so an wie Marty, aber das ist sicher nur ein Trick. Mom, Verschwinde! Schäm dich! wie kann ich euch nur überzeugen? Sag mir etwas, das nur Marty wissen kann. Ja. Das gibt es garantiert noch in vielen anderen Videospielen, okay? Was, wie ich meinen Namen bekam, wie du Mom kennengelernt hast, jo. Das erste Mal, als du Mom geküsst hast, das war beim Verzauberung unterm Seetanz. So ist es? Oh mein Gott! Auf was wartest du, George? Lass ihn rein! Blödes Schloss. Marty! Oh mein Gott, Dad. Was ist mit dir passiert? Was glaubst du denn, was passiert ist, Milchgesicht? Biff. Wir hatten dir gesagt, du sollst dich von hier fernhalten, Zwerg. Biff, egal was los ist, wir finden eine vernünftige Lösung. Irgendwie. Wer sind die? Ah, du kennst doch wohl Cliff und Riff. Was meinst du, was wir mit ihm machen sollen, Kleiner? Was wir schon längst hätten machen sollen, Großer. Ich werde das genießen, McFly. Warte, ich versuche alles zu verstehen. Ja, ich verstehe schon. Der alte Kid Tennant so ein bisschen fortgepflanzt. Woher kommen diese anderen Tenants? Aus einer Mama-Tannen und einem Papa-Tannen. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Alter, wie doof. Was soll ich tun? Ich habe so viel Zeit. Biff! Verschwinde lieber, bevor mein Dad die Polizei ruft. Die Polizei? Die arbeiten für uns. Die Tannen Gang ist die 5. gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Ups. Unmöglich. Du glaubst mir nicht? Biff, nein! Peng! Haha! Na, sieh mal an. Von meiner Familie für ihre, zum Dank für ihre beständigen Dienste. J.J. Valenti. Das ist Don Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Die drittgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Oh Mann. Ich habe eine Frage. Ja, ich auch. Was soll ich jetzt tun? Warum seid ihr so sauer auf mich? Du erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt, McFly. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Mit welchem? Ja, sogar ein paar. Sag mal. Wie lange macht ihr meinen Vater schon so fertig? Seit der Biff damals bei dem Schulball auf dem Parkplatz einfach umgehauen hat. Ho, ho.
Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tennants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Gut zu wissen. Und noch etwas. Ja, übrigens. Was macht ihr überhaupt hier? Es ist Zeit für diesen Monat. Zeit für Georgie zu bezahlen. Normalerweise streichen wir das Bargeld ein. Aber diesmal kassierst du Prügel. Alter. Hey! Und noch etwas. Und noch etwas. Können wir nicht endlich das Kriegsbeil begraben? Ich habe eine bessere Idee. Ich bügel dir mit diesem Neuner das Hinterteil. Naja, viel Spaß. Okay, aber... Biff, was ist passiert? Als ich ging, waren du und mein Vater... Da hattest du Angst vor meinem Vater. Angst? Kein Tannen hatte jemals Angst vor einem McFly. Das wird sich ändern. Eine Frage noch. Verdammt, was hast du mit meinem Dad gemacht? Dein Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Nö, das glaube ich weniger. Eins verstehe ich immer noch nicht. Nö, ich kann nicht ganz, aber ich weiß, wofür die Kiste gut ist. Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Keiner beleidigt unseren Dad. Eins verstehe ich immer noch nicht. Wir gehen langsam mal die Fragen aus. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch. Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Bald nicht mehr, so spreche ich euch. Okay, sag mir Keine eins. weiteren Fragen. Doch, eine noch. Das wird wehtun, Biff. Ja, typische Tennants. Das ist McFly-Style. Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Oh nein. Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tennants an. Marty, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz. Was ihr nicht sagt. Mir gar nicht aufgefallen. Ich sag ja, wie im zweiten Film. Was, was wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tennants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeraubt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte, herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du für immer in einer Stadt festsitzen, die den Tennants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es. Tja, und erneut zurück in die Vergangenheit. Ja, der ist senil, von dem her. Mit wem könnte es denn etwas zu tun haben? Okay, Doc. Gehen wir das nochmal durch. Irgendwann heute Nacht wird Kid Tennant von seiner Braut, einer Sängerin namens Tracy Porter, verraten. Die scharfe Kleine, die gestern aus der Bar gekommen ist. Genau, wenn sie das tut, dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. Parker. Hey, glauben Sie, er ist mit meiner Freundin Jennifer Parker verwandt? Könnte sein. Heftig. Irgendwie haben wir die Geschichte so verändert, dass keines dieser Ereignisse stattfindet und deine Familie für Generationen dem Tennant-Clan ausgeliefert ist. Du musst zurück in Tennants Bar, herausfinden, was schiefgelaufen ist und für Kid Tennants Verhaftung sorgen. Kein Problem, Doc. Ich setze nur meinen Hut auf, dann bin ich bereit. Ist
der Bart wirklich notwendig? Er ist unentbehrlich. Kid darf nicht wissen, dass du der Störenfried bist, der vor 2 Monaten verhinderte, dass er mich kalt macht. Sicher, dass Sie nicht mitkommen können? Das wäre viel zu gefährlich. Du bist unauffällig und kannst dich leicht tarnen. Mein sehr markantes Gesicht dagegen war seit meiner waghalsigen Flucht vor der Polizei und den Gangstern in jeder Zeitung, von hier bis Reno. Unauffällig? Ich finde schon einen sicheren Unterschlupf. Dieser Absteige liegt sicher im Budget. Dort findest du mich, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Und wo parkt den Wagen? Naja. Anderes Thema, also zurück in die Bar, Freunde. Oh, da ist ja die schon wieder. Da müsste die Art ja auch irgendwo hier sein. Wir haben doch gerade irgendwie seine Erfindung gesehen. Da ist sie auch schon. Was er damit wohl macht? Egal. Edna Strickland. Entschuldigung, Kleiner, für dich habe ich jetzt gar keine Zeit. Entschuldigen Sie mich, Sir. Aus Ihrer Kleidung und Ihrer allgemeinen Zwielichtigkeit kann ich entnehmen, dass Sie wohl auf dem Weg zu Tennants Bar sind, richtig? Oh mein Gott. Ja. Kennen Sie den Weg? Geradeaus. Immer geradeaus. Der letzte Laden vor dem Inferno. Leider habe ich nicht die Macht, Sie aufzuhalten. Aber ich bitte Sie, noch einen Augenblick zu bleiben und sich mein Lied anzuhören. Mi, 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 mi. Oh nein, bitte nicht. Lieber Trinker, lass doch deine Flasche stehen. Was in Gottes Namen? Tut mir leid, Miss Strickland. Nur ein Prototyp, der für einen Moment nicht richtig funktioniert hat. Mr. Brown, warum ist ein Hund in diesem Fahrzeug? Warum? Zum Wohle der Menschheit natürlich. Hallo, Mike. Mike? Mr. Corleone, was soll diese Aufmachung? Na, ganz toll. Ich ermittle undercover. Spannend. Ich brauche unbedingt ein exklusives Interview. Doch jetzt muss ich ein paar Seelen retten. Und du musst einen Blick auf mein neuestes Experiment werfen. Du bist nicht sauer wegen des Raketenbohrers? Schwamm drüber. Ich bin zu größeren Dingen übergegangen. Komm bei Gelegenheit am Pavillon vorbei. Ich bereite alles vor. Du glaubst nicht, was Eini und ich alles geplant haben. Berühmte letzte Worte. Na gut, wo war jetzt diese Bar? Übrigens, wir haben Eini vergessen. Hör gerade mal auf. Scheiße, einfach zurück in die Zukunft gefahren ohne Eini. Ja, wir sind ja tolle Herren. Also, wir ist ja Docs Hund, also von dem her. Die Bar ist natürlich hier drüben und, hallo? Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Crazy. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Was? Das ist was anderes. Matteo, ja. Was hat Mut damit zu tun? Boss Hock, was ist das? Bruce Springsteen? Zieleinewürstchen. Ach, Menno, das muss ich alle. Okay. Ja, erinnere mich gerade wieder. Wer erzählte dir von diesem Ort? Orthopäden aus dieser Gegend. Was ist die eigentliche Idee? Desaster zu verhindern. Ah, beruhig dich, mein Lieber. Warum ruhst du dich nicht einen Moment draußen aus? Ausgeschlafen bin ich heute wirklich nicht. Ja, trotzdem fehlen noch ein paar, aber das Gefühl. Kisten mit Kohl. Ist wohl für die Suppe. Igitt. Igitt? Ja, ich sag's ja. Noch ein bisschen verstecken hier und belauschen, oder meint der gute Herr, wir sind schon bereit für... Naja, für eben. Ja, vielleicht verstecken geht das auch noch. Naja, versuchen wir es nochmal, wa? Ein paar Antworten haben wir, aber garantiert nicht alle. Von dem her... Wer ist der König von Siam? Boss Hawk? Okay. Wer starb und machte dich zum Boss? Hieronymus Bosch? Das könnte länger dauern.
Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Wir hatten es doch gerade. Mentale Eingebung? Was tust du bei einem Überfall? Kätzchen streicheln gehen? Da gibt es garantiert eine Logik dahinter, aber die muss natürlich erstmal raushaben. Hausieren verboten. Hausieren verboten. Tendenziell ist das auch eine gute Regel. Wer hat bei euch das Sagen? Das Sagen? Genannt wurde mir sein Name nicht. Echt? Ist er so groß, wie er im Fernsehen aussieht? Wie im Fernsehen? Situiert ist er jedenfalls recht gut. Das muss doch machbar sein. Wer ist der König von Siam? Deine Mutter. Reineke Fuchs? Scheinbar doch nicht. Wer hat gesagt, das wäre hier? Amadeus? Nee, scheinbar nicht. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Das hatten wir doch schon mal. Das sind immer die gleiche Frage. Ne, Antwort man natürlich. Hieronymus Bosch? Verdammt, wir hatten es doch schon mal. Alter, ich muss es aufschreiben. Wer hat gesagt, das wäre hier? Amadeus? Ja, das kann nur noch Jahre dauern. Wer hat gesagt, das wäre hier? Hieronymus Bosch? Was wirst du morgen tun? Das war gerade das erste, war nämlich das zweite. Tunlichst verschwinden? Wo findet man dich nie? Das dritte. Harefield. Verdammt! Ja! Wer starb und machte dich zum Boss? Hieronymus Bosch? Hä? Wo? Wer ist der König von Siam? Deine Mutter. Joe Piscopo? Nö. Wer ist der König von Siam? Hieronymus Bosch? Hatten wir schon mal, wa? Wer hat gesagt, das wäre hier? Boss Hogg? Alter Mann, mir geht langsam auf den Sack. Was wirst du tun, wenn ich dich reinlasse? Lasse 6 große Drinks bestellen. Was wirst du morgen tun? Thunfisch essen. Na, nur 2, ist klar. Fies. Wer starb und machte dich zum Boss? Ja, der Bosch war es ja nicht, wa? Bruce Springsteen? Verdammt! Wer ist der König von Siam? Meine Mutter! Amadeus? Was wirst du tun, wenn ich dich wegschicke? Kätzchen streicheln gehen? Wo bist du her? Wer war das schon wieder? Falcon Crest. Nein! Ja. Wer hat gesagt, das wäre hier? Wenn sich nicht Boss Hoxen hatten wir gerade. Amadeus? Nö. Wer starb und machte dich zum Boss? Hieronymus Bosch? Hatten wir auch schon mal, wa? Na. Wer hat gesagt, das wäre hier? Reineke Fuchs? Wer hat gesagt, das wäre hier? Der Bosch! Hieronymus Bosch? Was machst du, wenn ich dir ein Bein breche? Au? Ein Buch lesen? Schade. Wer gibt dir das Recht, hierher zu kommen?
Ja, also auch hier der Boss hier unten. Boss Hawk? Nee, doch nicht. Wer sagt, ich lass dich rein? Boss Hock! Boss Hawk? Mann, Alter! Jetzt gehen wir langsam auf den Sack. Wer starb und machte dich zum Boss? Boss Hawk? Was tust du bei einem Überfall? Tunlichst verschwinden? Wäre eigentlich logisch. Wer starb und machte dich zum Boss? Ja, mittlerweile war es auswendig. Boss Hawk? Was tust du bei einem Überfall? Ein Buch lesen. Buch lesen? Scheinbar doch nicht. Wer hat gesagt, das wäre hier? Der Bosch! Hieronymus Bosch? Was wirst du tun, wenn ich dich reinlasse? Chefarzt Johnson rufen? Okay, Freunde, ich erlöse auf dem Leiden. Ich mach's so, ich werde mir da offscreen nochmal alle Antworten ein bisschen durchgehen und so und die natürlich notieren, die richtigen Fragen, also, ne, umgekehrt natürlich, die Fragen mit den richtigen Antworten, dann geht's im nächsten Part hier hoffentlich problemlos weiter. Meine Fresse, das ist ja aber auch, da kannst du dich, also, das ist ja unglaublich, ey. Das ist ja unglaublich. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal mit ein bisschen einem... Wer schickt dich? Dichter Nebel. Was hast du für mich mit? Mittagessen. Wie ist das Codewort? Wortklauberei mag ich überhaupt nicht. Den hatten wir schon mal. Das war gerade schräg. Egal, wie gesagt, im nächsten Mal geht es hier hoffentlich mit einem etwas informativeren Part weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und tschüss.